Habt ihr, ich wechsle jetzt aufs Hochdeutsche, weil das fällt mir ein bisschen einfacher, glaube ich, für den Predigt. Ich hoffe, das ist okay. Habt ihr schon mal was erlebt, was nicht so gepasst hat in das, was ihr sonst so erlebt? So irgendwie, es passt nicht so rein. Das haben wir vermutlich alle schon mal. Manchmal sind es so tragische Sachen, wo man irgendwie so denkt, also ich komme überhaupt nicht mit dem klar. Bei Trauerphase spricht man ja auch in der ersten Phase von Denial. Man will es nicht wahrhaben, man kann es irgendwie nicht einordnen, es können auch schöne Sachen sein, vielleicht eine Überraschungsparty, eine Überraschungsfeier. Was passiert hier gerade? Bisschen krass. Und so bildlich gesprochen ist es ein bisschen klein. Ich habe hier Legos mitgebracht. Und bildlich gesprochen ist es so, alle Dinge, die wir erleben, die versuchen wir so einzuordnen. Und wir bauen das auf und uns muss irgendwie alles passen. Und wenn es nicht passt, dann haben wir irgendwie so einen inneren Konflikt und dann kommen wir irgendwie nicht klar damit. Und Ostern ist eigentlich genau das. Es passt nicht. Es passt irgendwie hier nicht rein, irgendwie in die Lücke, so quer rum kann ich es nicht machen, so rum passt es nicht. Es fügt sich nicht ein. Und das ist das Herausfordernde an Ostern. Es ist auch das Schöne an Ostern. Und ich möchte heute Morgen mit euch darüber nachdenken, dass wir vielleicht denken, wir haben Ostern verstanden, aber vielleicht haben wir es noch gar nicht so ganz verstanden, wie groß Ostern eigentlich ist. Und da sind wir eigentlich gar nicht so alleine in dem, dass wir es gar nicht so gut verstehen. Ich möchte euch mitnehmen zu den Leuten, die die Engsten waren um Jesus, die ihn begleitet haben über ganz lange Zeit. Und da sehen wir noch, bevor der Gefangennahme von Jesus, vor der Kreuzigung, vor der Grablegung, vor der Auferstehung, dass Jesus ihnen sagt, ich werde gefangen genommen werden, ich werde sterben und ich werde auferstehen. Markus 9, 31 bis 32, der Menschensohn wird in die Hände der Menschen gegeben, erklärte er, und sie werden ihn töten. Doch 3 Tage nachdem man ihn getötet hat, wird er auferstehen. Die Jünger konnten mit dieser Aussage nichts anfangen, aber sie wagten auch nicht, ihn zu fragen. Also eben, Jesus bei den engsten Menschen, mit denen er die ganze Zeit unterwegs war. Was die alles erlebt haben hier, das passt eigentlich auch nicht so ins ganz normale Bild, aber sie haben sich so irgendwie das alles zusammenpuzzeln können. Okay, da ist Jesus, der ruft mich aus meiner Lebenswelt raus. Es ist alles anders. Der macht Menschen gesund. Was der sagt, das hat mit meinem Leben zu tun. Ich merke, dass mein Leben gut wird, dass es besser wird, wenn ich auf ihn höre. Sie haben sogar erlebt, dass Jesus durch sie selber Wunder getan hat. Und irgendwie konnte man das alles so ein bisschen zusammenpuzzeln. Aber dass dann Jesus sterben soll und dass er 3 Tage nachher auferstehen soll, das hat nicht so ganz gepasst. Das passt nicht ins Schema. Sie haben auch Angst gehabt, ihn zu fragen. Jetzt heute würden wir vielleicht denken, ja, ist ja klar. Also ich meine, wir wissen es jetzt ja, oder? Jesus ist gestorben, er ist auferstanden und so weiter. Und er lebt heute. Ja, genau. Wir spulen mal noch ein bisschen weiter. Nachdem Jesus dann tatsächlich schon wieder auferstanden ist, erscheint er ja den Jüngern ein paar Mal. Und er spricht mit ihnen über die Dinge, die passiert sind, was so als nächstes kommt. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 6, wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragten sie ihn immer wieder, Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen? Israel, also so das politische Reich, oder? Damals noch von den Römern besetzt. Wirst du die jetzt rauskicken? Können wir jetzt endlich mal wieder unser Königreich Israel haben? Wann passiert denn das? Und was wir da eigentlich sehen ist, also sie haben es immer noch nicht ganz verstanden, was das bedeutet mit der Kreuzigung und mit der Auferstehung. Dabei ist es doch gerade passiert. Also sie wissen ja, was passiert ist, genauso wie wir heute. Aber was es bedeutet, das verstehen sie immer noch nicht. Und deshalb möchte ich dich heute Morgen fragen, hast du verstanden, was Ostern bedeutet? Für dich, für mich, für die Leute links und rechts neben dir, für uns alle hier, für deine Kollegen, für deine Familie, die vielleicht nicht da ist.
Ich musste heute Morgen extrem schmunzeln, weil ich wusste nicht, ob das hier auch der Fall ist, aber tatsächlich habt ihr es auch gemacht. In meiner Heimatgemeinde hat man das immer so gemacht an Ostern, man kommt rein, die erste Person sagt zu einem, der ist auferstanden. Und dann erwartet man, dass man zurück sagt, er ist wahrhaftig auferstanden. Ich fand es ziemlich genial, wie ihr es hier gemacht habt. Da war ein bisschen Power dahinter, richtig schön. Wenn ich zurückspule, 15 Jahre, und mich sehe in meiner Heimatgemeinde und dann sagt mir das jemand, da habe ich mir gedacht, ja, okay, so mal, heute ist wieder der Tag. Und mir alle Leute sagen, der Herr ist auferstanden, dann muss ich sagen, er ist wahrhaftig auferstanden. Manchmal hätte ich vielleicht lieber so, ja, alles klar, voll. Aber dann so sagen zu müssen, er ist wahrhaftig auferstanden, das sagt euch jetzt wahrscheinlich einiges über mich. So, wenn man mir vorschreibt, was ich jetzt zu sagen habe oder sowas, da stelle ich mich meistens ein bisschen quer. Das passt mir nicht ganz so. Vielleicht lag es daran, vielleicht auch ein bisschen an der speziellen Sprache. Wer sagt heute bei euch im normalen Sprechen wahrhaftig? Vielleicht noch ein paar Leute und ist auch okay. Aber wir brauchen das auch nicht mehr so wirklich. Oder? Es passt nicht so ganz auch zu dem, wie wir sprechen. Vielleicht lag es an dem. Ich glaube, es lag aber auch daran, dass ich irgendwie nicht so ganz verstanden habe, was das für mich bedeutet. Also, dass Jesus auferstanden ist, das habe ich schon geglaubt. Aber was es bedeutet, was es konkret in meinem Leben bedeutet, ja, ich glaube, das habe ich nicht so ganz verstanden. Darum lasst uns heute mal morgen über die Frage nachdenken. Ich möchte euch 3 Anregungen dazu geben, warum wir vielleicht nicht ganz so verstehen und wie wir besser verstehen können, was Ostern für uns heute zu bedeuten hat. Das erste ist, es ist so selbstverständlich. Es ist so selbstverständlich, dass wir sagen, ja, Jesus ist gestorben, er ist auferstanden, okay. Ist so ein bisschen wie so ein random Fact, im Winter ist es kalt, im Sommer ist es warm. Ist allen klar. Müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber was bedeutet es jetzt konkret? Gut, dass es im Winter kalt ist und im Sommer warm, hat seine Auswirkungen. Im Winter ziehen wir eher wärmere Sachen an, im Sommer eher weniger warme Sachen. Wenn jetzt Ostern ist, wenn Jesus auferstanden ist und es nur bedeutet, dass ich an Ostern in die Kirche gehe und dass ich mich ein bisschen schöner anziehe vielleicht auch noch, hat das auch seine Auswirkung. Aber hoffentlich hat Ostern ein bisschen mehr Auswirkungen als nur am Tag Ostern und dass ich eben in die Kirche gehe. Das ist euch vielleicht allen ein bisschen klar. Aber ich finde es schon immer wieder spannend, wie selbstverständlich das für uns ist, dass Jesus auferstanden ist. Es ist eigentlich überhaupt nicht selbstverständlich. Es passt eigentlich überhaupt nicht so ins System rein, wie die Welt funktioniert. Das ist vorher nie so passiert und nachher nie so passiert. Es ist einzigartig. Und wenn Ostern selbstverständlich wird, steht es in der Gefahr, dass es unbedeutend wird. Für dein Leben und für mein Leben. Jesus ist auferstanden. Das ist einzigartig. Wer so auferstanden ist und nicht mehr gestorben ist, der hat was zu sagen. Auf den sollte man mal besser hören. Es gibt viele Menschen, die uns sagen wollen, wie das Leben funktioniert, die ganz unterschiedliche Ansicht waren. Es gibt einen Buddha, es gibt einen Mohammed, es gibt weiß was ich wen. Wenn ihr jetzt in die Grabstätte von Buddha schaut, was seht ihr da? Seine Überreste. Was seht ihr, wenn ihr in die Grabstätte von Mohammed schaut? Seine Knochen, seine Überreste. Und was seht ihr, wenn ihr ins Grab von Jesus schaut? Nichts. Es ist leer. So viele Menschen haben immer wieder gesagt, ich kann euch zeigen, wie der Weg zu Gott ist. Aber nur einer, nur Jesus, hat gezeigt, dass das, was er behauptet hat, auch wahr ist. Weil er nicht nur irgendwie redet, sondern weil das, was er tut, sich in der Wahrheit, in der Realität auch zeigt. Keiner ist wie Jesus. Die Kirche hier heißt Kreuzpunkt. Und es ist mega schön, mega spannend, was dahinter steckt.
Ich will heute mal ein bisschen herausfordern. Ich glaube, Jesus zeigt an Ostern, dass hinterm Kreuz nicht ein Punkt steht, sondern ein Doppelpunkt. Das Kreuz ist nicht das Ende, sondern es geht weiter. Und weil er eben lebt, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, einfach um es nochmal zu betonen, weil er lebt, sollten wir unbedingt auf das hören, was er zu sagen hat. Weil er seine übernatürlichen Ansprüche auch so bestätigt, dadurch, wie er lebt. Gut, zweiter Punkt. Welche Hoffnung hast du? Ich finde es immer mal wieder spannend, so in die Geschichte reinzuschauen. Wie haben denn die Christen vor uns gelebt? Und die ersten Christen wurden verfolgt. In Ephesus zum Beispiel wurden sie wilden Tieren vorgeworfen. Also sie haben gewusst, okay, wenn ich mich jetzt zu Jesus bekenne, dann werde ich vermutlich sterben. Aber das war für sie nicht ein großes Problem. Also nicht zumindest so ein großes Problem wie für uns. Warum? Weil sie geglaubt haben, dass Jesus wirklich vom Tod auferstanden ist. Und wenn Jesus vom Tod auferstanden ist, dann ist der Tod auch nicht der Schlusspunkt für mich. Ich will nicht sagen, dass die keine Angst hatten oder so. Aber versteht ihr? Weil sie wussten, weil sie es wirklich geglaubt haben, Ostern ist real, war der Tod für sie ganz klar nicht das Ende. Das sehen wir zum Beispiel im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Und wenn Jesus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Da gibt es einen ganzen Abschnitt, den können wir uns jetzt nicht anschauen, aber wo er eigentlich genau diese Frage beschäftigt. Hey, wenn Jesus nicht auferstanden ist, gibt es keine Hoffnung für mich, keine Hoffnung für dich, dann sind all die, die im Kolosseum gestorben sind, ist eigentlich für nichts. Die Auferstehung ist absolut zentral für unsere Hoffnung, dass der Tod nicht das Ende ist. Weil Jesus gezeigt hat, dass der Tod nicht das Ende ist. Jetzt mal so die Frage an dich. Wenn du so in dein Leben schaust, wie gestaltest du dein Leben? Altersvorsorge. So, muss mal gucken. Tod spielt ja im Leben von uns relativ wenig eine Rolle, bis wir dann irgendwann älter werden oder plötzlich damit konfrontiert sind, die Elterngeneration damit konfrontiert ist, wir selbst, irgendjemand stirbt. Was würdest du sagen, wenn du mal so überlegst, wie lebst du dein Leben? Lebst du so, dass dieses Leben, was du jetzt hier hast, alles ist? Oder lebst du so, dass du weißt, okay, das Leben hier ist genial, aber danach geht es gerade noch weiter. Danach wird es erst richtig gut. Es gibt zwei Arten, wie man die Frage verstehen kann. Entweder so mit dem erhobenen Zeigefinger, wie lebst du dein Leben? Wie lebst du es? Oder es gibt die Art, dass du es verstehen kannst mit einem Lächeln, wie dich Jesus anblickt und dich fragt, hey, weißt du, dass das hier nicht alles ist? Dass es noch weitergehen wird? Und das ist das, was Ostern uns zeigt. Es geht nicht darum, dass wir jetzt Angst haben müssen, dass wir Furcht haben müssen, dass wir Sklaven davon sind, sondern dass wir wissen dürfen, hey, der Tod ist nicht das Ende. Nochmal eine Bibelstelle, ich baller euch heute ein bisschen zu. Römer 8, 14 bis 15. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Keine Angst mehr. Es funktioniert nur, weil Ostern real ist. Der Tod ist nicht das Ende, danach geht es weiter. Haben wir heute auch schon gehört. Lebst du in dem auch so? Tod, wo ist dein Stachel? Come on, der Tod hat nicht das letzte Wort. So der zweite Punkt. Der dritte Punkt noch. Ich bin mega dankbar, habe ich vorher schon kurz gesagt, dass die Auferstehung von Jesus nicht nur mir was für mein Leben nach dem Tod sagt, sondern dass es mir auch was für das Leben hier und jetzt sagt. Das Leben nach dem Tod ist eben manchmal ein bisschen weiter weg, manchmal denkt man mehr dran. Aber die Auferstehung von Jesus sagt mir was für mein Leben jetzt. Und jetzt so zu der zentralen Stelle von heute Morgen, Kolosser 3, 1 bis 3a. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, da du mit Jesus auferweckt worden bist,
sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Der Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes. Was würdest du sagen, wer sitzt auf dem Ehrenplatz in deinem Leben? Wer sitzt da? Alles beginnt in den Gedanken. Ich möchte euch ein kleines persönliches Beispiel aufzeigen, dass Jesus nicht immer auf dem Ehrenplatz in meinem Leben ist. Das erzähle ich nicht, weil ich so ein cooler Typ bin, sondern eigentlich, um euch aufzuzeigen, hey, leider ist es nicht immer so, zumindest in meinem Leben, dass er auf diesem Ehrenplatz sitzt. Gerade kürzlich, letzte Woche, hatten Amelie und ich einen Streit und worum es da ging, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Was für mich in dem Moment aber sehr wichtig war, ist, dass ich der Überzeugung war, sie hat ein bisschen recht, aber ich habe mehr Recht. Ich bin vielleicht ein bisschen egoistisch, aber sie ist mehr egoistisch. Ich bin vielleicht ein bisschen uneinsichtig, aber sie ist uneinsichtiger. Und so sind wir im Auto gemeinsam miteinander unterwegs. Und dann kommt gerade ein Lied über Spotify, das kennt ihr ja alle, Amazing Grace. Und da geht es ja um das große Geschenk, das Gott uns Menschen macht. In dem Lied, ich habe innerlich das Lied so mitgesungen und Jesus hat das Lied einfach gebraucht, um mein hartes Herz weich zu machen. Um zu sagen, hey Micha, was ist eigentlich los mit dir? Warum hast du so ein hartes Herz? Wisst ihr, es passiert immer wieder, dass Jesus nicht auf dem Ehrenplatz in meinem Leben ist. In dem Moment war es so. Und dann kommt Jesus, weil er auferstanden ist, und zeigt mir durch so ein Lied einfach, dass ich mit ihm auferstanden bin, dass ich nicht mehr so leben muss. Ich muss jetzt nicht mehr die ganze Zeit denken, ich bin im Recht. Entschuldige dich bei mir. Ich darf ein neuer Mensch sein. Ich darf anders leben. Die Auferstehung von Jesus hat jetzt in meinem Leben Realität. Ich kann das loslassen. Und ich glaube, darin zeigt sich, ob wir Ostern verstehen oder nicht, im ganz einfachen Leben hier und jetzt. Das ist nicht irgendwie eine intellektuelle Meisterleistung, die man da vollbringen muss. Eigentlich ist es relativ simpel. Ostern verstehen ist nicht nur eine Kopfsache. Es zeigt sich einfach in deinem Leben. Und es ist auch nicht was, wo Jesus mit dem erhobenen Zeigefinger steht und dir sagt, boah, guck jetzt aber mal, dass du es auf die Reihe kriegst. Es ist eigentlich das größte Geschenk. Es ist so ein Geschenk für mich in dem Moment gewesen, dass er einfach mein Herz weich macht, dass ich merke, wie verbohrt und falsch ich eigentlich unterwegs bin und dass ich mich entschuldigen kann. Das sage ich nicht, weil ich so ein cooler Sieg bin. Das hat Jesus gemacht. Das war nicht einfach ich. Und dass ich dann erleben kann, jetzt wird die Beziehung gerade wieder gesund. Das ist Ostern in Aktion. Auf ganz normaler Ebene im Leben. Und alles beginnt in den Gedanken. Eben vorher, ich bin im Recht. Nachher, Herr Jesus. Da ihr nun also mit Christus auferweckt worden seid, lass es dir mal zusagen, da du mit Jesus auferweckt worden bist, du bist auferweckt mit Jesus, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Das ist übrigens der Platz, an dem er immer für uns eintritt. Richte deine Gedanken auf das, was im Himmel ist und nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn du bist dieser Welt gegenüber gestorben. Du musst nicht mehr so leben, wie du früher gelebt hast.
Und dein neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Wenn ich mir was für dein Leben wünschen könnte, dann würde ich mir wünschen, dass du das immer wieder im ganz normalen Wahnsinn des Alltags erlebst. Dass Jesus auf dem Ehrenplatz sitzt und dass du erlebst, BÄM! Wie dein Leben genial wird durch das. Und wenn ich meinem 15-jährigen Ich in der Gemeinde was wünschen könnte, dann wäre es vermutlich auch genau das. Dass wenn dann das Grossi um die Ecke kommt und zu ihm sagt, der Herr ist auferstanden, dass ich dann nicht denke, sondern dass ich sagen könnte, ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Und weißt du, warum ich das weiß? Weil ich es immer wieder in meinem Leben erlebe. Come on. Ich glaube, dann wäre es weniger ein Problem für mein 15-jähriges Ich gewesen, zu sagen, er ist wahrhaftig auferstanden. Ostern passt nicht so ganz ins Schema, weil unsere Welt halt nicht so funktioniert, wie Ostern funktioniert. Ostern ist ganz anders. Vielleicht merkst du, wenn du dich so selber reflektierst, hey, irgendwie kann ich Ostern nochmal tiefer verstehen. Vielleicht merkst du, Jesus sitzt gerade nicht auf dem Ehrenplatz in meinem Leben. Dann ist es nicht der Weltuntergang, sondern dann ist es die Möglichkeit, dass das heute, gerade jetzt, passiert. Dass du erleben darfst, hey, er nimmt dein hartes Herz weg und gibt dir ein lebendiges Herz, das pulsiert, das lebt, wo die Beziehungen, in denen du steckst, zumindest mal von deiner Seite, wieder voll werden dürfen von Liebe. Lass uns doch zusammen beten. Lass uns Jesus preisen, der im Himmel ist, auf dem Ehrenplatz. Lass uns selber nochmal ganz kurz in Gedanken gehen und uns fragen, hey Jesus, wo bist du? Und vielleicht ist es dran, umzukehren. Und vielleicht noch ganz kurz was zur Umkehr. Umkehr ist nicht so ein Gang, wo man kriechen muss und sich schlecht fühlen muss. Umkehr ist eigentlich das Schönste, was passieren kann. Wo der verlorene Sohn nach Hause kommt, da steht der Vater da und strahlt und nimmt ihn in den Arm. Und vielleicht merkst du eben, hey Jesus, komm an den Ehrenplatz in meinem Leben. Dann lass uns doch das jetzt gemeinsam bekennen. Ich werde jetzt stellvertretend hier vorne beten, du kannst es mitbeten, du kannst auch in eigenen Worten beten. Jesus, wir loben und wir preisen dich dafür, weil du wirklich auferstanden bist. Das ist keine Fiktion. Du bist real. Und ich danke dir, wir danken dir, dass wir das in unserem Leben auch schon hier und jetzt erleben dürfen. Wir danken dir dafür, dass wir wissen dürfen, wenn wir auf den Tod zugehen, das ist nicht das Ende. Das ist nur der Anfang von einem Leben mit dir. Jesus, du kennst mich, du kennst uns ganz genau. Du erforschst mein Herz, du erforschst unser Herz. Du weißt, wie es um uns steht. Du siehst, wo du nicht auf dem Ehrenplatz sitzt in unserem Leben. Und wir wollen dich bitten, Herr Jesus, mach unser Herz weich. Erfülle unser Herz mit Ostern, dass Ostern bei uns zu Hause ist. Dass du bei uns zu Hause bist. Heiliger Geist, erfülle uns, wirk du an uns. Dass wir nicht nur theoretisch von Ostern reden, sondern dass wir es erleben können. Wir loben und wir preisen dich, Jesus. Wir loben und wir preisen dich, Heiliger Geist, und dein Werk. Und wir wollen uns öffnen für das, was du sagst. Amen. Hey, ich möchte den Moment jetzt nutzen, um zu all diesen Menschen jetzt reden, die vielleicht im Herz gespürt haben, wo der Micha erzählt hat, wie die Auferstehung von Jesus plötzlich etwas gemacht hat in seinem Leben, wie sein Leben verändert worden ist, wie der Alltag verändert worden ist. Und ich glaube, es gibt Menschen da drinnen, die haben jetzt wie das Gefühl gehabt, hey, das möchte ich auch erleben. Ich möchte das auch in meinem Leben haben. Ich möchte auch spüren und sehen, wie die Auferstehungskraft von Jesus in meinem Leben Kraft bekommt. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen ein simples Gebet zu beten.
Weil du musst wissen, die Auferstehung von Jesus, die kann in dein Leben hineinkommen. Mit einer Entscheidung, mit einer Umkehr, mit einem Bekenntnis. Jesus, ich brauche dich. Und was du am Kreuz da hast für mich, das zählt auch für mich. Und ich möchte dich einladen, heute am Morgen, wenn du das noch nie in deinem Leben gebetet hast, dass du das kannst auch erleben in deinem Leben. Wie Jesus Einzug hält, ist ein Gebet, eine Entscheidung, eine Umkehr entfernt. Und umkehren ist ein Privileg. Hey, was für eine gute Aussage war das, Micha. Und ich möchte dich einladen, heute am Morgen, wenn du das bist, umzukehren. Ich leite dich jetzt dann gerade an in einem Gebet und du darfst in deinem Herzen entscheiden, ja, ich möchte das auch für mein Leben. Und ich nehme das an und ich bete mit. Darf ich bitte einfach alle Augen schnell zuzumachen, dass jeder einfach selber jetzt, wo er gerade ist, darf sich die Frage stellen, Jesus, wie stehe ich zu dir? Habe ich dich mal aufgenommen in mein Leben? Habe ich mal Ja gesagt zu dir? Wenn du das noch gar nie gemacht hast und du das möchtest machen, kannst du das heute Morgen entscheiden. Und ich möchte dich jetzt anleiten in dem Gebet. Wir werden alle laut mitbeten. Ich bete vor und alle, die wollen, dürfen mitbeten. Und wenn es für dich zum ersten Mal ist, dann glaub, dass diese Entscheidung Kraft hat in deinem Leben und Auswirkung wird haben. Und so beten wir zusammen. Jesus Christus, ich nehme heute Vergebung von dir an. Ich kehre um. Und ich bekenne, dass ich deine Vergebung brauche. Vergib du mir meine Schuld. Und lass mich deine Auferstehungskraft erleben. Ich will mit dir unterwegs sein, mein Leben lang. Amen. Amen. Hey, mega gut, ich darf dir zusprechen. Wenn du das jetzt gebetet hast und gemeint hast in deinem Herz, dann sagt die Bibel, du bist errettet. Dann nennt dich die Bibel jetzt ein Kind Gottes. Was für eine geniale Entscheidung. Hey, komm, wir einfach mal Applaus geben für all die heute Morgen vielleicht die Entscheidung zum ersten Mal getroffen haben. Und das betet haben. Hey, wir wollen nochmal einsteigen, nochmal einfach zurückgehen in das Lied und nochmal zusammen singen. Was für einen genialen Jesus wir haben.